So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr könnt Sonic Adders Unbelievable Shader Mod installieren könnt. Das ist ein Mod fürs Minecraft, wo euch Schatten ins Game bringt und das Ganze natürlich wunderschön aussehen. Jetzt, was ihr dazu braucht. Das sind 3 Sachen. Als erstes braucht ihr natürlich Sonic Adders Unbelievable Shaders. Dann braucht ihr den MC-Patcher und Optifine. Ich tue euch zu diesen 3 Sachen die Links in die Beschreibung schreiben und ja, dann könnt ihr das dort abladen. Dann, wenn ihr die 3 Sachen habt, das Optifine ist dazu da, es bringt mehr Grafikeinstellungen, es tut die Grafik verschönern und es ist auch natürlich Grundlage für Shader Mod. Ohne Optifine läuft gar nichts. Dann, wenn ihr die 3 Dateien abgeladen habt, nehmen wir als erstes mal das Optifine. Das ist nämlich das erste, das ihr installieren müsst. Dazu machen wir noch schnell ein zweites Fenster auf. So. Zum das Optifine installieren, klickt ihr in Minecraft-Ordner, dann in .minecraft-Ordner rein, bin und dann habt ihr hier minecraft.jar. Eure Minecraft-jar-Datei. Die brauchen wir jetzt. Und zwar tun wir die mit einem Rechtsklick. Je nachdem, was ihr für ein Programm habt. Ich habe jetzt 7-Zip, meiner Meinung nach das beste Packungsprogramm. Aber es sollte, glaube ich, auch mit dem WinRAR, WinZip und all denen gehen. Dann tun wir das hier öffnen. Und jetzt sehen wir hier ganz viele Dateien. Class, alles Class. So, die gleichen Dateien, also die gleichen nicht, aber die gleiche Art von Datei, ist auch im Optifine-Zip inne. Das tun wir auch. Rechtsklick öffnen. So, jetzt haben wir da ein bisschen viele Fenster offen. Haben wir jetzt da, sind auch alles so Class-Dateien. Class. Die nehmen wir jetzt. Und sie markieren und einfach nur über in Minecraft-Jar rein. Dann fragt er, ob er es wirklich kopieren will. Entschuldigung, machen wir ja. So. Dann machen wir das zu. Jetzt haben wir hier noch eine andere, Minecraft 1.2.5, das ist wegen dem Update. Weil immer wenn es updatet, macht es eine Sicherungsdatei. Darum machen wir jetzt das mit der auch. Öffnen. Und wieder die vom Optifine. Was wichtig ist, ihr müsst immer schauen, dass ihr alle verwünscht. Das ist ganz wichtig. Wenn eine fehlt, dann funktioniert es nicht. Also wirklich, dass ihr alle verwünscht da. Die auch wieder überziehen. Ja. So. Dann wäre das einmal fertig. Und das Optifine ist installiert. Das ist wirklich nicht mehr nur die Dateien, die hier drin sind, auf die 2 Dateien verteilen. Und das war's schon. Dann können wir das wieder zumachen. So. Dann, nächster Schritt. MC-Patcher ausführen. MC-Patcher ist sicher der Begriff, wo schon ein Texture Pack installiert haben. So. Sieht so aus. Machen wir da Patch. Das war's. Und zu. Nächster Schritt. Sonic Adders Unbelievable Shaders Mod. Doppelklick. Und jetzt haben wir hier einen Installer für die Windows brauchen. Und die, die einen Mac haben, die nehmen die Nitros-Datei. Machen wir einen Doppelklick. So. Und das sieht dann so aus. Das Einzige, was ihr in diesem Fenster machen müsst, ist auf Install Mods drücken. Dann geht es da kurz einen Moment. So. Installation complete. Zumachen. Dann kommt hier die Fehlermeldung. Also Fehlermeldung ist übertrieben, es ist einfach, es fragt, ob das wirklich richtig installiert worden ist. Ist es, darum machen wir ja. Dann machen wir das zu. Das hätte ich nicht so machen, jetzt brauchen wir das noch einmal. Und zwar brauchen wir, wo ist es da? Brauchen wir den MC-Patcher, weil den tun wir jetzt einfach nochmal ausführen. Wieder genau wie vorher, warten bis es da voll ist, okay, und Patch. Boom. So. Das war's einmal fürs Erste. Jetzt würde ich sagen, starten wir einfach mal schnell das Minecraft. Schauen, ob das Ganze funktioniert hat.
So. Startet es auch schon. Jetzt können wir zuerst mal in die Optionen schauen. Video-Settings. Wenn ihr jetzt hier seht, durch das Optifine haben hier ganz viel mehr Einstellungen. Ich kann das eigentlich schnell ein bisschen Vollbild machen. So. Habt ihr hier ganz viele verschiedene Einstellungen, die ihr jetzt hier verstellen könnt. Ihr könnt wirklich alles, jedes kleinste Detail könnt ihr jetzt hier verändern. Was wichtig ist, da die Mod sehr viel Leistung braucht am Computer, also vom Computer, wirklich sehr viel Leistung, würde ich es nicht übertreiben mit Distanz und auch hier Grafik. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf Fancy tun, so wie ich es habe, weil ich habe eine recht schnelle Kiste, von dem her sollte das gehen. Aber für alle anderen würde ich auf Fast tun, die nicht so eine schnelle Kiste haben, weil es dann garantiert flüssiger läuft. Das macht also ziemlich krassen Unterschied. Jetzt gehen wir da mal raus. Mal kurz in eine Karte rein, um zu schauen, ob das funktioniert hat. Ist jetzt gerade ein bisschen blöd, das ist Nacht. He? Das ist jetzt ganz blöd. Das sehen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt müssen wir schnell schauen, dass wir da... Vielleicht ist da jetzt gerade Tag. Da ist Tag. Aber wie ihr seht, hat es nicht funktioniert. Das liegt ganz einfach daran, dass die Mod noch nicht so ganz ausgereift ist. Und noch nicht 100% funktioniert. Wenn es bei euch auch nicht so geht, gehen wir da nochmal raus. Das nochmal zu. Geht nochmal da rein und dann einfach nochmal beim Shader Mod den Installer einfach nochmal ausführen. Genau wie vorher. Das Fensterli, Install Mods. Kurz warten. So, Installation complete. Zu. Und dann tun wir das Ganze nochmal starten. So. Kurzen Moment. Wieder Vollbild. Jetzt gehen wir da nochmal rein. Wie ihr seht, jetzt funktioniert es. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil es Nacht ist, immer noch, leider. Aber man sieht hier den Schatten und auch den Schatten vom Spieler, weil dort ist ja der Mond, der auch ein bisschen Licht bringt. Hier der Schatten vom Spieler, dort von den Tieren, von den Büschen und so. Es funktioniert. Was dazu kommt, das Gras bewegt sich. Und jenste kleine Details, zum Beispiel das Wasser, das sieht man jetzt hier nicht, weil es Eis ist jetzt ein bisschen blöd. Das Wasser sieht auch ganz anders aus und bewegt sich natürlich, wie ihr seht, unter dem Eis. Und einfach so kleine Details. Was ich noch muss sagen ist, die Mod ist leider eben, wie gesagt, noch nicht perfekt. Hat noch ein bisschen Fehler, das heisst, wenn ihr in einer Höhle seid, kann es passieren, dass ihr mal einen Sonnenstrahl seht. Oder wenn ich jetzt da rumlaufe, seht ihr vielleicht ab und zu ein kleines Geflacker auf dem Wasser. Und einfach so kleinere Fehler hat es manchmal noch. Aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich sehr gut, sehr flüssig. Und wenn ihr es auch mal installiert habt, dann läuft das auch ohne Probleme. Also wirklich stürzt es nicht ab wegen dem oder macht irgendwelche Probleme. So. Und das macht wirklich einen Unterschied. Also am Tag ist es wirklich krass der Unterschied, was es macht. Es sieht also wirklich super schön aus. So. Gut, das wäre es eigentlich schon gewesen. Das ganze Zeug wieder zu. Wie gesagt, die Links zu diesen Dateien, die ihr braucht, haue ich euch in die Beschreibung rein. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.